heiße euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heute Morgen da im Bucheck. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht ist jemand zum ersten Mal da, dann freut das immer besonders. Auch wenn du über den Livestream verbunden bist mit uns. Ja, Gott ist auch mit dir und danke, dass du zugeschaltet hast und dass du mit uns bist in diesem Gottesdienst. Jetzt, ihr seht heute Morgen, die Reihe da vorne ist leer. Die meisten Pastoren sind in der Ferien oder im Intensiv oder im Mini-Kids-Lager. Zum Teil sind sie auch noch krank und darum bin ich da und dann heute alles machen. Und ich freue mich, dass ich so mit euch den Gottesdienst erleben darf. Und wir haben heute die letzte Predigt zu unserer Predigtserie, das beste Buch von dieser Welt. Und ich möchte gerade einsteigen in die Predigt. Sind ihr bereit? Okay, gut. Wer weiß von euch, welches das höchste Gebäude der Welt ist? Der Wolkenkratzer ist sage und schreibe 828 Meter hoch. Unwahrscheinlich. Er steht in Dubai und er heisst Burj Khalifa. Ich habe das Bild mitgebracht, wenn man das anschaut, die anderen Wolkenkratzer, die sind gerade Miniatur, oder? Ist riesig, das Gebäude. Jetzt, was meint ihr? Was ist entscheidend, dass man so ein höchstes Gebäude bauen kann? Sicher braucht es eine ausgeklügelte Konstruktion, oder? Es braucht wahrscheinlich auch spezielles Baumaterial. Und was vor allem braucht, ist schwindelfreie Bauarbeiter. Das wäre nichts für mich. Aber wisst ihr, was wirklich das Wichtigste und was das Entscheidende ist? Das Fundament, genau. Und für den Burj Khalifa hat man 200 grosse Betonpfähle und 650 kleine Betonpfähle im Boden getrieben, bis 70 Meter unter der Meereshöhe. Und darauf hat man Betonplatten gelegt, 3,7 Meter dick. Dann das Fundament muss das Gewicht von dem Turm tragen, muss Wind und Erdbeben standhalten. Und ich habe gelesen, dass alleine der benötigte Stahl für das Fundament hat fast den Weltmarkt zum Erliegen gebracht. So viel hat es gebraucht. Und so Bauwerke, die sind echt beeindruckend. Aber das, was entscheidend ist, sieht man gar nicht. Das Fundament. Hast du gewusst, dass die Qualität von deinem Leben, die Qualität von deinen Finanzen, von deiner Ehe, von deiner Gefühlswelt, vielleicht die Qualität, wie du deine Kinder erziehst, nicht von äußeren Sachen abhängig ist, sondern vom Fundament, das du in deinem Leben hast. Und weißt du, darüber hat Jesus schon geredet. In seiner wohl bekanntesten Predigt überhaupt, in der Bergpredigt. Die geht über 3 Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Und am Schluss, wo man ja noch mal etwas Schwergewichtiges sagen will, da sagt er im Kapitel 7, Vers 24, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug. Und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Und er fährt dann fort mit dem Gleichnis und sagt, wenn dann die Hurricanes kommen, wenn die Wasserfluten kommen, dann bleibt das Haus stehen, weil es auf Felsen gebaut ist. Aber die hören und nicht danach handeln, die nennt er, das sind Dummköpfe. Sagt Jesus, nicht ich. Die bauen nämlich ihr Haus auf Sand. Und was passiert? Dann kommen die Hurricanes, dann kommt das Wasser und steigt immer und immer mehr. Und dann, was passiert? Das Haus wird mit Getöse einstürzen. Mir gefällt der Vers 24, vor allem auch, wenn er in der Message-Bibel, das ist eine moderne englische Bibel, steht, müsst ihr mal hören, was da heißt. Diese Worte, die ich zu euch spreche, sind keine zufälligen Ergänzungen eures Lebens. Die Bibel ist uns nicht als Ergänzung gegeben worden, als auch noch etwas. Sie sind keine Verbesserungen des Lebensstandards für Hausbesitzer. Es geht ja nicht darum, dass wir ein besseres Leben haben. Sie sind grundlegende Worte. Oder man könnte sagen, fundamentlegende Worte. Worte, auf denen man sein Leben aufbauen kann.
Wenn du diese Worte in dein Leben einbaust, bist du wie ein kluger Zimmermann, der sein Haus auf festem Felsen gebaut hat. Und Jesus sagt da so deutlich, dass wir unser Leben auf dem Fundament von seinem Wort, von der Bibel, sollen bauen, damit wir im Leben bestehen können. Weil die Stürme, die Probleme im Leben, die Herausforderungen, die Schwierigkeiten, die harten Zeiten, die werden unweigerlich in unser Leben kommen. Und dann entscheidend, auf welchem Fundament du dein Leben gebaut hast. Ob du stehen bleibst oder ob du weggeschwemmt wirst, wie wir jetzt gerade in diesem kurzen Clip sehen. Das ist ein Haus, das auf Sand gebaut ist. Das ist übrigens der Yellowstone River. Das ist im Juni 2022 in diesem Jahr geschehen, im Yellowstone National Park. Schaut, wir werden noch viele Stürme leben im Leben. Und ich will nicht, dass du so weggeschwemmt wirst, wie das Haus. Ich kann die Stürme nicht abhalten. Wenn ich das könnte, würde ich das noch so gerne machen. Aber was ich tun kann, ist dich heute auf das Entscheidende hinweisen, dass du am schlimmsten Sturm standhalten kannst. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Wie baue ich mein Leben auf die Bibel? Und der erste Punkt dazu ist, ich muss die Bibel zum Fundament von meinem Leben machen. Leider bauen so viele Menschen ihr Leben auf sandigen, auf schwankenden Grund. Und früher oder später fällt ihr Leben auseinander. Warum machen wir das? Es ist so viel einfacher, das Leben auf die falschen Sachen zu bauen. Ich möchte euch heute 3 gängige Fundamente weitergeben, wo wir unser Leben nie darauf bauen sollten. Das erste ist, bau dein Leben nicht auf Popularität. Das, was gerade in ist, die allgemeine Meinung. Viele tun das, weil sie denken, wenn ich mache, was alle anderen auch machen, dann gehöre ich dazu. Dann bin ich jemand. Das Problem mit der Popularität ist, was heute populär ist, kann morgen schon unpopulär sein. Was heute in Mode ist, morgen ist das ausser Mode. Oder was heute cool ist, ist garantiert in der nächsten Generation schon wieder uncool. Das ist sandiger Boden, weil sich das ständig ändert. Auf solchem Boden kannst du dein Leben nicht aufbauen, dann kommt es nicht gut. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Es gibt nur einen Boden, der immer fest ist, der nie wankt, und das ist die Bibel, das Wort Gottes. Und darum müssen wir uns immer wieder prüfen, wie viel von dem weltlichen Einfluss, wie viel von dem Zeitgeist will ich wirklich in meinem Leben zulassen. Wisst ihr, wie das passiert? Hauptsächlich durch die Medien. Ob die modernen Medien oder die älteren Medien, da müssen wir uns fragen, will ich mich wirklich von dem Müll, was es sehr oft ist, infizieren lassen? Wisst ihr, was wir auf uns wirken lassen, das hat Einfluss auf unser Leben. Es hat Einfluss auf unser Inneres. Und die Bibel sagt nicht umsonst im Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Nicht an dem, was alle tun. Der zweite Boden, wo du nie solltest, dein Leben darauf bauen, das ist Vernunft. Ja, Vernunft ist ja nichts verkehrt. Das hat uns Gott geschenkt, oder? Ist auch wichtig. Aber wenn wir dann sagen, ja, ich habe darüber nachgedacht und ich weiss jetzt, was für mich vernünftig ist. Ja, ich weiss schon, die Bibel sagt das ein bisschen anders, aber eigentlich müssen wir die Bibel der heutigen Zeit anpassen, oder? Weißt du, was dann geschieht? Dann fangen wir an, Sachen neu definieren, obwohl die Bibel weder darüber schweigt, noch unklar wäre. Wir leben in einer Zeit, wo die Ehe neu definiert wird. Wir leben in einer Zeit, wo die Familie neu definiert wird. Ich weiss nicht, kann man noch von Vater und Mutter reden? Oder muss man schon von Elternteil 1, Elternteil 2 und dann wahrscheinlich noch Elternteil 3 und 4 reden?
Wir definieren Sexualität neu. Wir sagen, das ist doch vernünftig. Wir müssen uns doch der Zeit anpassen. Ich möchte dich fragen, wie oft hast du schon eine Entscheidung getroffen, die für dich vernünftig war? Du hast gedacht, ja, ich muss doch die Arbeitsstelle annehmen. So einen guten Job komme ich nie mehr über und ich so viel Geld verdiene. Oder, hey, diese Investition, da kann ich mein Geld vermehren. Oder, diese Person muss ich heiraten. Bessere gibt es nachher nicht mehr. Und was ist passiert, was so vernünftig ausgesehen hat, ist zu einem absoluten Desaster geworden. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Sprüche 16. Der Mensch hält einen Weg für richtig, dennoch führt er ihn in den Tod. Wisst ihr, unser Verstand ist nicht unfehlbar. Ist nicht das höchste Maß von allen Dingen. Und unsere Logik ist nicht immer so logisch, wie wir meinen. Und wenn wir in einem Konflikt stehen zwischen dem, was wir denken, ist richtig, und dem, was die Bibel sagt, dann verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf Gottes Wort. Warum? Weil Gott so viel klüger ist als du und ich. Weil er so viel grösser ist, weil er es besser weiss. Er ist der Schöpfer von dieser Welt. Er ist der Schöpfer von all diesen Sachen. Und der, der es geschaffen hat, weiss immer am besten, wie etwas am besten auch funktioniert, oder? Verlass dich auf Gott. Das Dritte, worauf wir unser Leben hier bauen sollten, sind Emotionen. Ja, wenn sich doch das so gut anfühlt, dann kann doch das nicht verkehrt sein. Und auch schon gemerkt, wie uns das beeinflusst. Hey, es fühlt sich so gut an, das muss doch von Gott sein. Und ich habe jetzt gerade Lust, das zu machen. Und wenn ich keine Lust habe, dann mache ich es halt nicht. Und dabei gibt es ein grosses Problem. Gefühle sind höchst unzuverlässig. Gefühle belügen uns ständig. Hast du gewusst, dass wir uns selber mehr belügen als irgendjemand anderes? Ja, ich weiss, Gefühle können wunderbar sein. Ich will sie nie missen. Gott hat sie uns auch geschenkt. Sie sind wunderbar, aber Gefühle eignen sich absolut nicht als Fundament von unserem Leben. Weißt, wenn du nach Gefühl lebst, dann bist du ständig von deinen Emotionen, von deinen Stimmungen manipuliert. Mal oben, mal unten. Up and down. Hin und her geworfen. Und das Problem, das ich gesehen habe, ist, dass viele Christen ihre Gefühle zu ihrer Theologie gemacht haben. Was meine ich da damit? Sie sagt, ich kann es fühlen, darum ist es von Gott. Und du kommst in eine Erfahrungstheologie hinein. Das, was du erfährst, das ist für dich Theologie geworden. Und das ist extrem gefährlich. Wir müssen beim Wort Gottes bleiben und nicht, was wir fühlen. Wenn Gottes Wort etwas anderes sagt, wie was du fühlst, dann vertraue Gottes Wort. Es gibt ein Wort, das das Leben sehr gut beschreibt, wenn wir es auf Emotionen gebaut haben. Und das Wort ist Unreife. Du bleibst ein Baby, ein Kleinkind. Reife hingegen ist, wenn wir unser Leben nach unseren Werten, nach Überzeugungen leben, auch in den Situationen, wo es uns gegen den Strich geht, wo die Gefühle nicht da sind, wo es schwierig ist, bei dieser Überzeugung zu bleiben, weil alles gegen uns kommt, dann werden wir reif. Es gibt ein Buch in der Bibel, das Buch der Richter im Alten Testament. Das ist so ziemlich das chaotischste Buch, das wir haben in der Bibel. Ganz, ganz viele tragische Geschichten in diesem Buch. 2, 3 gute hat es. Die von Gideon, die von der Deborah. Aber sonst eine tragische Geschichte nach der anderen. Wisst ihr warum? Im letzten Vers von dem Buch steht: Damals hatte Israel noch keinen König, keine Führung, keine Leiterschaft. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Es kommt mir vor, wie das in der heutigen Zeit genauso passiert. Jeder macht, was er für richtig hält. Es muss ja für mich stimmen, nicht für dich, oder? Und das sind gefährliche Fundamente. Wenn wir unser Leben auf diese
auf Emotionen oder Verstand oder Popularität bauen, dann sind wir auf dem sandigen Boden. Wenn der Wind kommt, werden wir zusammenkrachen. Jetzt die Frage ist natürlich, wie machen wir die Bibel zum Fundament von unserem Leben? Und ich möchte euch sinnbildlich 3 so Betonpfähle weitergeben. Wie beim Burj Khalifa, wo man so viele Pfähle im Boden hineingetrieben hat, müssen wir auch Pfähle in unserem Leben haben, um ein festes Fundament zu haben. Und der erste Pfahl, den wir in unserem Leben brauchen, ist, dass ich die Bibel als finale Autorität in meinem Leben akzeptiere. Dass die Bibel der Maßstab aller Dinge ist in meinem Leben. Pass die Bibel nicht dir an, sondern pass du dich der Bibel an. Das ist nicht immer einfach. Das ist auch nicht immer angenehm. Und ganz ehrlich, es gibt Sachen in der Bibel, die mir nicht gefallen. Und ich habe mich zu Gott gesagt, das verstehe ich nicht. Aber ich lege es dann weg und konzentriere mich auf das, was ich verstehen kann. Vielleicht sagst du, ja, ich kann die Bibel nicht als finale Autorität annehmen, weil da gibt es so viele Sachen drin, die man nicht verstehen kann. Nun, das stimmt. Aber habt ihr auch schon gemerkt, dass es viele Sachen gibt, die wir nicht verstehen und wir tun sie trotzdem? Ich verstehe zum Beispiel nicht, wie das wirklich funktioniert mit der Verdauung. Aber ich esse trotzdem. Du auch? Ja, es gibt Sachen, die wir nicht verstehen. Warum? Weil Gott Gott ist. Und wir sind nicht Gott. Er ist so viel grösser. Aber jetzt ganz eine wichtige Wahrheit. Solange wir nicht tun, was die Bibel sagt, werden wir sie auch nie verstehen können. Denn das Verständnis liegt immer auf der anderen Seite vom Tun. Erst wenn du isst, wirst du erleben, dass deine Verdauung funktioniert. Es wäre doch tragisch, du würdest sagen, ich verstehe das nicht, ich esse nicht, ein paar Tage später bist du tot. Und dann zogen wir uns mit der Bibel. Hey, wir müssen der Bibel vertrauen, dass sie genau das Richtige will für uns. Es wäre doch eine Tragödie, wenn wir etwas ablehnen, was die Bibel sagt, ohne dass wir es je ausprobiert haben. Du weißt gar nicht, wie viel besser dein Leben hätte können sein, wenn du das da hättest, was die Bibel sagt. Und darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel als höchste Autorität in unserem Leben akzeptieren. Nur dann haben wir ein festes Fundament. Jetzt der zweite Pfahl, den wir in unserem Leben tief verankern müssen, und das ist jetzt ein fortwährender Prozess. Das ist, dass wir Gottes Wort ganz viel Raum in unseren Herzen geben. Was meine ich damit? In Kolosser 3,16 heisst es, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Ich möchte 4 Punkte dazu sagen. Die Lea hat in ihrer Predigt vor 2 Wochen bereits einiges dazu gesagt. Und ich möchte das noch ein bisschen ausbauen. Das erste ist, ich nehme mir Zeit, Gottes Wort zu hören. Warum ist das Hören so wichtig? Weil der Glaube kommt durchs Hören. Und das Hören kommt durch das Wort Gottes. Römer 10, 17. Der Glaube kommt durch die Predigt. Das Hören von der Predigt. Die Predigt kommt durch das Wort Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass wir viel hören. Wenn du einen starken Glauben willst haben, los Gottes Wort. Komm jeden Sonntag. Mach es so wie Jesus. Er hat es uns vorgelebt. Es heisst, von ihm nach seiner Gewohnheit ging er in die Synagoge. Woche für Woche. Lasst euch nicht von dem Zeitgeist anstecken, wo man nur noch so ab und zu mal kommt. Das ist wichtig für deinen Glauben. Das Zweite, ich nehme mir Zeit, die Bibel auch zu lesen. Die Bibel ist uns nicht gegeben worden, damit wir sie in ein Regal stellen. Du kannst eine Bibel daheim haben, das bringt dir deinem Leben gar kein Sagen. Du musst sie auch lesen. Fang an, die Bibel an zu lesen. Weißt du, so wie dein Körper Nahrung braucht, zum stark zu sein. Und zwar mehrmals täglich. Ihr esst alle mehrmals täglich, oder? Zum fit sein, zum einen starken Körper haben, so müssen wir auch unseren Geist ernähren. Jesus hat so deutlich gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Hey, Wort Gottes ist Nahrung für unseren Geist. Und wenn du stark sein willst, lies Gottes Wort, weil Gott spricht durch sein Wort zu uns. Dann das Dritte ist, ich nehme mir auch Zeit, in der Bibel zu forschen, sie zu studieren. Lies die Bibel nicht nur, sondern lass dich von der Bibel lesen. Was meine ich damit? Wenn ich lese oder höre, dann halte ich inne und sage, Jesus, was möchtest du mir sagen? Heiliger Geist, red du jetzt zu mir in dem Abschnitt, wo ich lese. Wisst ihr, jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, spricht Gott zu uns. Es ist immer noch die Hauptart Nummer 1, wie Gott zu uns Menschen redet. Das ist das Wort Gottes. Darum ist es so wichtig. Aber damit Gottes Wort wirklich viel Raum in unseren Herzen überkommt, ist der nächste Punkt von entscheidender Bedeutung. Das ist 4. Ich nehme mir auch Zeit, um über Gottes Wort nachzudenken, zu meditieren und Gottes Wort auswendig zu lernen. So interessant, wo der Mose gestorben ist, da hat Gott zum Josua, seinem Nachfolger, Folgendes gesagt. Und stell dir vor, Mose war eine grosse Figur, ein riesiges Volk, und jetzt kommt der Josua und muss das weiterführen. Das ist keine einfache Situation. Und Gott sagt zu ihm Folgendes: Du sollst die Weisungen dieses Gesetzbuches immer vor dir hersagen und Tag und Nacht darüber nachdenken, damit dein Tun ganz von dem bestimmt ist, was darin steht. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Hey, das gefällt mir. Dann wirst du Erfolg haben und was du anpackst, wird dir gelingen. Möchtest du das nicht auch erleben in deinem Leben? Erfolg haben? Das ist übrigens die einzige Verheißung in der Bibel, wo uns Erfolg verheißen wird. Aber es ist an 2 Bedingungen geknüpft. Und die erste Bedingung ist, wir sollen Gottes Wort ständig von uns hersagen. Führst du auch Selbstgespräche? Also wir Menschen haben schon ein bisschen einen Tick, oder? Aber wir machen das ständig. Du machst das vielleicht jetzt während der Predigt. Hey, nutz das und fang an, Gottes Wort dir selber zu sagen. Ständig Gottes Wort in deinem Mund zu haben. Gottes Wort zu sagen, das ist die erste Bedingung. Und die zweite ist, wir sollen Tag und Nacht über Gottes Wort nachsinnen, meditieren. Das Wort im hebräischen Urtext könnte man auch mit Wiederkäuen übersetzen. Und das ist ja genau das, was die Kühe machen. Ich habe da ein herziges Foto mitgebracht von einer Kuh. Habt ihr auch schon beobachtet, wie Kühe fressen? Wie sie Gras nehmen und dann kauen sie. Kauen. Haben sie nicht brisant? Kauen. Kauen. Und irgendwann schlucken sie dann den Brei runter. Und dann kommt das wirklich Widerliche. Sie erbrechen den Brei wieder zurück in ihr Maul und kauen weiter. Sie holen noch mehr Nährstoff aus dieser Nahrung raus und kauen und dann wieder schlucken sie es runter. Irgendwie später erbrechen sie es wieder zurück in ihr Maul, kauen weiter. Und das ist mit Nachsinnen, mit Meditieren gemeint. Gott will, dass wir jedes Gramm, jede Faser aus Gottes Wort rausholen, indem wir Tag und Nacht darüber nachsinnen. Meditieren könnte man so beschreiben, das ist geduldig über Gottes Wort nachdenken, bis es mein Herz berührt. Und Gottes Wort ist nicht für unseren Kopf. Es muss in unser Herz dranbleiben, bis es in unserem Herz innen ist. Und hast du gewusst, wenn wir so über Gottes Wort nachdenken, dann macht uns das glücklich? Psalm 1, Vers 2. Glücklich zu preisen, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Andere Übersetzungen sagen, glücklich zu preisen, wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Hey, da jetzt von purer Freude, von Begeisterung. Was löst bei dir pure Freude und Begeisterung aus? Der Psalmist, Psalm 119, sagt, deine Weisungen sind mein Schatz. Dies Wort ist mein Schatz. Und dann heißt es,
Sie erfüllen mein Herz mit Freude. Hey, Gottes Wort bringt so viel Freude in unser Leben hinein, wenn wir sie in unserem Herzen haben. Und der Jeremia, der sagt, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. So ziemlich gierig, oder? Und dann wieder, deine Worte sind mir zur Freude und Wonne meines Herzens gewonnen. Wonne ist ein altes Wort. Besser wäre zur Lust meines Herzens gewonnen. Und ich möchte dich fragen, was ist die Lust von deinem Herzen? Wonach verlangst du? Was erfüllt dein Herz? Das ist ganz wichtig, weil das, was dein Herz erfüllt, das bestimmt dein Leben. In die Richtung gehst du, von dem, was dein Herz erfüllt. Ist dir auch schon aufgefallen, dass es uns überhaupt nicht schwerfällt, Tag und Nacht über das nachzudenken, was wir lieben? Kein Problem. Frag mal das verliebte Bärli, über was sie Tag und Nacht nachdenken. Wenn wir Gottes Wort lieben, dann haben wir es Tag und Nacht präsent. So wie der Psalmist sagt, wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Möchte ich fragen, liebst du Gottes Wort? Ist es ein Schatz geworden? Ist es Freude geworden in deinem Leben? Und wisst ihr, je mehr das Gottes Wort in unseren Herzen Raum findet, umso mehr wird Gott uns Offenbarung schenken, Verständnis in Situationen, die für uns vorher unverständlich waren. Das ist Nachsinnen, Meditieren, auswendig lernen. Ich möchte euch kurz erzählen, wie ich das mache. Wenn ich in meiner persönlichen Bibel lese, einen Vers finde, wo mich besonders anspricht, wo ich merke, das ist jetzt ein Wort von Gott an mich. Ich habe so verschiedene Büchlein, dann schreibe ich mir den Vers da rein. Ich schaue meistens noch in einer anderen Übersetzung nach, wie steht es dort. Manchmal auch in der englischen Bibel, ich schreibe mir das auf. Und das Buch habe ich meistens bei mir. Das fange ich dann an, immer wieder lesen, beten. Was noch häufiger passiert ist, dass, wenn mich etwas beschäftigt, vielleicht eine Herausforderung habe in meinem Leben, vielleicht ein Problem, manchmal vielleicht eine Sorge, zum Beispiel, was passiert in der Zukunft, dann suche ich mir alle Verse in der Bibel, die etwas über die Zukunft sagen. Und die mich ansprechen, die schreibe ich mir da drin auf. Auch wieder in verschiedenen Übersetzungen. Und das Büchlein, ich fange das an zu beten, ich fange das an immer vor mir her sagen. Ich kaue das immer wieder. Und so mit der Zeit kann ich es dann auch auswendig. Jetzt in diesem Jahr ist es sehr interessant, hat mir Gott anfangs vom Jahr hat er mir einfach den Psalm 23 aufs Herz gelegt. Ich weiss nicht warum, aber heute weiss ich es eigentlich, weil das so eine Ermutigung wurde für mich. Ich habe da die Karte, die ich immer in meiner Bibel habe, mit dem Psalm 23, und ich bete den Psalm eigentlich fast jeden Tag. Ich tue nicht einfach vorlesen, sondern ich fange an, der Herr, hey, ich habe einen Boss, der für mich schaut. Das ist mein Hirte. Hey, ich klebe an seinen Beinen. Ich will näher bei ihm sein. Hey, ich hole jeden Nährstoff aus dem Psalm raus. Und das ist mir so ein Segen geworden, eine Kraft geworden in diesem Jahr. Ich werde pensioniert und das heisst Veränderungen. Und dann, hey, er führt mich auf dem richtigen Weg. Hey, er führt mich. Ich muss keine Angst haben. Und er schenkt meinen Becher voll ein. Es ist so eine Ermutigung. Jeden Tag freue ich mich neu, mich mit dem Psalm 23 zu beschäftigen. Jetzt, ich möchte den ganzen Prozess vom Hören, vom Lesen, vom Studieren, Meditieren, auswendig lernen, möchte ich euch noch mit einer Illustration vor Augen führen. Ich habe hier ein Glas, das ich jetzt gerade mit heißem Wasser fülle. Und das Glas, das ist ein Bild auf mein Leben, auf meine Seele. Und ich habe hier, so machen, noch einen Teebeutel, das ist das Wort Gottes. Jetzt, wenn ich Gottes Wort höre, dann fühle ich mal den Teebeutel in das Glas hinein. Ich habe gelesen. Ja, gesehen, ist nicht viel passiert, oder? Ich hoffe schon, dass unsere Predigten mehr bewirken. Also müssen wir immer wieder hören und dann auch anfangen lesen. Ein bisschen mehr lesen. Dann vielleicht mal eine Parallelstelle nachschlagen und ein bisschen studieren im Wort Gottes. Und dann fangen wir auch noch ein bisschen an wiederkäuen. Das Wort Gottes von mir her sagen, auswendig aufsagen. Und jetzt seht ihr, was da passiert.
Das Wort Gottes färbt in meinem Leben ab. Mein Leben nimmt den Geschmack von dem Tee, ich kann schmücken da, das Aroma, die Farbe und auch den Charakter von dem Tee auf. Und so kann Gottes Wort immer mehr in meinem Leben Raum finden. Darum geht es, dass wir uns viel mit Gottes Wort beschäftigen. Dass wir viel Raum haben für Gottes Wort in unserem Leben. Das hat Auswirkungen. Es bringt Veränderungen. Jetzt möchte ich aber zum dritten Pfahl kommen. Der dritte Pfahl ist auch ganz ein wichtiger und ist ganz einfach, aber schwer zum Umsetzen. Ganz ehrlich ist es so, dass ich auch tue, was die Bibel sagt. Die Bibel ist uns nicht als Information gegeben worden, sondern um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. Schaut, wo Jesus das Gleichnis gebracht hat von diesen zwei Häusern, von diesen zwei Menschen, beide haben Gottes Wort gehört. Die einen waren klug, die anderen waren dummköpfig. Was war der Unterschied? Sie haben beide gehört, der eine hat danach gehandelt und der andere hat nicht danach gehandelt. Wir können alles wissen, aber wenn wir es nicht tun, bringt es uns gar nichts. Und so lesen wir es auch im Jakobus 1,22. Dort heißt es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln. Es langt nicht, dass ihr heute da sind und meine Botschaft hört. Wenn ihr nichts tut, bringt es leider gar nichts. Dann heisst es noch, sonst betrügt ihr euch selbst. Hey, ganz ehrlich, wer betrügt sich gern selber? Haben wir Freiwillige? Hey, warum machen wir es dann aber ständig? Wenn wir nur hören und nicht tun, betrügen wir uns. Der Grund dafür ist, weil uns das Tun, das Handeln, das Gehorsamsein uns alles abverlangt. Das ist nicht einfach. Wenn Jesus sagt, lieb deine Feinde und du hast vielleicht so einen Arbeitskollegen, der dir immer das Leid werket, sagst du, der Liebe kommt gar nicht in Frage. Dein Verstand sagt nein. Aber du hast ja dein Leben nicht auf den Verstand gebaut, sondern auf Gottes Wort. Also sagst du, okay, ich fange an zu beten für dich, um etwas zu lieben. Oder, wenn dich jemand verletzt hat, Gottes Wort sagt, vergib. Es sagt nicht, vergib, wenn du danach fühlst oder wenn der andere sich bei dir entschuldigt hat. Hey, deine Gefühle sagen nein. Aber wenn du tust, was Gottes Wort sagt, dann wirst du einen riesigen Segen erleben. Habt ihr gewusst, dass das meiste, was heute in dieser Welt erreicht wird, von Menschen da wird, die keine Lust haben, das zu tun, aber sie haben es trotzdem da. Darum ist entscheidend, welchem Fundament unser Leben ist. Ich gehe persönlich seit Jahren regelmäßig in die Physiotherapie. Ich habe ein Problem mit meiner Wirbelsäule. Und ich komme dann von meiner Physiotherapeutin Übungen über, gute Übungen. Und ich gehe heim und sage, ich habe gute Übungen. Jetzt ist mir geholfen. Wow, ich habe gute Übungen. Das hilft, oder? Hey, ich kann die besten Übungen haben. Ich muss es tun. Wir müssen es tun, sonst bringt es gar nichts. Das ist der grosse Frust von der Physiotherapeuten. Weil Menschen so oft das nicht tun, was sie ihnen sagen. Und das tun, wenn wir uns überwinden können, gegen unsere Gefühle, gegen unsere Vernunft, gegen Meinung vielleicht von anderen können anstehen. Ich sehe es anders. Wenn sie dagegen sind, ich bin vielleicht dafür. Das bringt grosse Auswirkungen. Nur 3 Vers weiter im Jakobus 1 heisst es, wer aber ständig auf das vollkommene Gesetz Gottes achtet, das Gesetz, das uns frei macht und befolgt, was es sagt und nicht vergisst, was er gehört hat, der ist glücklich dran. Möchtest du glücklich sein? Yes. Dann tun Gottes Wort. Hey, ich möchte nochmal auf mein Bild da mit dem Tee kommen. Seht ihr, was in der Zwischenzeit passiert ist? Hey, das Wasser hat die Farbe von dem Tee aufgenommen, das Aroma, der Geschmack, der Charakter. Aber mit dem Wasser ist noch etwas passiert. Es hat eine völlig neue Identität bekommen. Wir reden jetzt nicht mehr von einem Glas Wasser, sondern wir reden jetzt von einem Glas Tee. Wisst ihr, was das bedeutet?
Es bedeutet, wenn du dein Leben auf die Bibel baust, dann wirst du immer mehr zu dieser Frau Gottes. Zu dem Mann Gottes, wo Gott schon immer hat wollen, dass es du wirst. Du weisst nicht nur, was die Bibel sagt, du hast dich von ihr prägen lassen. Sie hat Raum in deinem Leben und dadurch wirst du Jesus immer ähnlicher. So wie wir es heute im ersten Lied gesungen haben, unser Leben soll dich ehren. Was wir sind, dich reflektieren. Was reflektierst du in dieser Welt? Bist du noch ein Glas Wasser oder bist du schon ein Glas Tee geworden? Und wisst ihr, was auch noch geschieht? Wenn Gottes Wort in dir lebt, egal was für ein Sturm, egal was für ein Hurricane, egal was für Hochwasser es kommt, du bleibst stehen, weil du hast dein Leben auf dem Fundament der Bibel gegründet. Das wünsche ich uns allen. Wenn wir doch alle aufstehen, ich möchte zum Schluss kommen von unserem Gottesdienst. Ich habe jetzt alles gesagt, jetzt hängt es an euch, was ihr tut. Ich möchte dich fragen heute Morgen, auf welchem Fundament steht dein Leben? Steht es ein bisschen auf der Bibel, ein bisschen auf meiner Meinung, ein bisschen in diesem und jenem? Hast du die Bibel schon zu deinem höchsten Stellenwert in deinem Leben gemacht? Ist sie der Maßstab in deinen Entscheidungen? Vielleicht hast du Entscheidungen getroffen in der Vergangenheit, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Du gehst deinen eigenen Weg. Kehr um. Und du Gottes Segen auf deinem Leben willst haben. Wenn du den Sturm standhalten kannst, kehr um. Mach die Bibel zur finalen Autorität in deinem Leben. Lebst du in dem fortwährenden Prozess vom Hören, vom Lesen, vom Studieren, Nachsinnen, auswendig lernen? Hat Gottes Wort viel Raum in deinem Herzen bekommen? Ist es die Freude von deinem Herz? Bist du auch bereit, Gottes Wort zu tun, auch wenn es dir gegen den Strich geht? Wenn es dir schwerfällt? Nur du kannst Gott eine Antwort geben darauf.